mal kurz sagen, wie geil die Masse jetzt in diesem Licht ausschaut gerade. Heilige Scheiße. Schon krank. Ja, alles soweit weg Also, da. ja. Sag einmal. Was ist denn da los? Ja, du hast ein Mikrofon an, den kannst du strecken. Das schaust du schon. Das ist gefährlich, oder? Was? Ja, schon, aber mach's halt einfach. Walla. Walla, Bruder, das ist Walla gefährlich. wie der Fisch. Und nicht Walla wie der Zauberspruch. Ja, servus. grüß euch. Hallo. Wir sind's wieder. Hi. Schön, dass ihr beide so schwarz angezogen seid und nebeneinander schon kuschelt. Und ich jetzt da Scheiße, ich hab ein als Gletschergeist Chill ein bisschen Mensch. rüber. Gletschergeistpoleo, fuck. Versteckte Werbung. Fuck. Hat irgendwer Tape da, damit ich das abkleben kann? So? Das ist mir ein Na. bisschen unangenehm hier gerade. Glaube ich. Das ist nur unangenehmer für uns, weil du den schon seit 2 Wochen hast. Das stimmt überhaupt nicht. Kleiner Spaß. Dieser Nur weil Spaß, du oder? anscheinend mal dein Wardrobe geupgradet hast. Was hab ich? ist dein Wardrobe geupgradet Mein hast. Wardrobe. Ja, der scheiß Wardrobe. Kleiderschrank, du Arschloch. Der hat kein Update gekriegt, der ist nur der gleiche. Der ist noch gar nicht elektronisch, weil ich stehe nicht auf das ganze elektronische Zeug. Ach so. Aha. Croissant. 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 Gut, gut. Ja. Da können wir jetzt endlich loslegen über unser Thema, wo wir uns voll Gedanken drüber gemacht haben. Und zwar, das Thema ist heute, wenn kleine Brüder aus Fahren lernen. Stimmt. Zum Ja, Beispiel blöd, dass du der meiner. Kleinste bist. Ja, aber ich kann dann aus der Perspektive des Kleinsten verzeihen. Also, ja. Ja, dann fangst du einmal an einfach. Fang du einfach mal an Ja. und verzeih uns einmal, wie das ist für dich. So als kleinster Bruder, gell? Warte mal, ich muss kurz pegeln da. Ja, brutal. Also, Scheiße. ja, tatsächlich bin ich immer noch der Chauffeur von meinem ganz großen Bruder. Mein Aber Beileid. das liegt einfach daran, dass er keinen Führerschein mehr hat. Weil es ist passiert. Ja. Zu welchem Zeitpunkt kommt es bitte vor, dass du irgendwann einmal auf dieser Welt Chauffeur machst? Bei Familientreffen. Nur ich hole ihn nur ab. Heimfahren muss woanders meistens, aber Okay, also abholen. okay. Ja, das kann ich schon machen. Ich darf eigentlich auch zu die Festel fahren, wenn ich nicht heimfahren müsste, dann. Also, Wenn du das Auto stehen lassen ja, darfst. genau, ja. Und wenn es anderen nach heimfahren darf. Ja, nein, ich habe zu meinem mittleren Bruder gar nicht so viel Altersunterschied. Ja, was heißt nicht so viel? 3-4 Jahre. Und der ist schon relativ rausgezogen, deswegen habe ich den nicht so viel fahren müssen. Oder eigentlich fast gar nicht. Okay. Und meine Brüder saufen waren nicht so viel. Oder, ja, Naja. Enttäuschend. Nein. ist ja wie die Bernau halt. Nein, Ich weiß noch, wenn man mit deinem mittleren Bruder im Neuraum war, da hat der schon gut gesoffen, Alter. das stimmt, ja. Das war eine schwierige Zeit in seinem Leben. Man hat's gemerkt. Ja, nein, war witzig. Nein, an sich habe ich das gar nicht so umeinander kutschieren müssen. Ich habe mich eher selber voll umeinander kutschieren lassen. Ist gut. Ja, Das aber kann schon man machen. Ja. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten, der 18 geworden ist, und zwar mein kleiner Bruder. Ja. Da weiß ich noch, der hat am Anfang des Jahres Geburtstag. Und das war das Geile, es war nämlich perfekte Spinnradelzeit. Und dann haben wir gesagt, ja, komm, hol mal einen Michi um 12 Uhr in Dates ab. Dann ist er mit seinem 325er da gestanden, ich mit meinem 325er, damals hat er den noch gehabt. Und dann haben wir gesagt, fahren wir einen Spinnradl. Bei mir der Lukas drin, bei dem noch 2 fette Spätzle dabei. Typisch Michis Freundeskreis. Und ja, was? Lass es so Das blöd. ist ja so. verzeih. Da werden nicht nur mit Fette rumgeschmust, die sind ja selber fett. Aber no front. Auf jeden Fall sind wir dann da Richtung Spielradl gefahren und dann ist da auf einmal so ein asozialer Audi-Fahrer von hinten gekommen, der dachte, er kann jetzt Terror machen, gell. Und dann kurz bevor wir da rechts an Spitzing die Straßenauffahrt, Kombi. es war wirklich ein Kombi und der ist gut abgegangen. Der hat der Michi also ich glaube, Ortsausgang Schließe ist das. Gut, also bevor Ja. man Spitzing auffahrt, gell? Oder? Glaub schon. Ja. Schließe, doch. Da ist es ja, gell? Warte. Gib mir kurz eine Sekunde. Okay, jetzt geht's wieder. Gut. Auf jeden Fall sind wir dann aus der Ortschaft nass und der Typ überholt der Michi. Ein bisschen lahmarschig gefahren ist, klar. Ja. In den ersten 10 Minuten, wo er den Führerschein gehabt hat und der Lohr fahren hat dürfen. Und ich hab das nicht auf mir sitzen lassen können und den zweiten Gang reingeknallt. Ja. Bin da in diese
Rechtskurven reingedriftet, wie scheiße. Und dieser scheiß Audi-Fahrer ist mir so am Arsch kennt. Der hat nicht mehr loslassen, gell. Und der Lukas hält sich nur noch fest, Alter. Der hat mir fast die Türinnenverkleidung abgerissen. Weil er so Schiss gehabt hat. Also Lukas übrigens auch schlechtester Beifahrer aller Zeiten, obwohl der selber fährt wie der gesenkte Sau. Ja. Und dann sind wir dann aufballert in Geschwindigkeiten, die ich überhaupt nicht online nennen will, weil sonst könnten mich Menschen belangen. Und sind dann aufballert und der Typ hängt an meinem Arsch und der Lukas schreit nur noch Vorsicht, Kurven, gell. Und dann sind wir da gell. Ja, fahre ich als erster rauf, dann tue ich noch einen Bus einweisen schnell, weil der rückwärts einpacken wird, dann einen Bus eingewiesen. Was man jetzt gemacht. Dann gehe ich parken und das waren ungelogen 2 Minuten. 2 Minuten sind wir da gestanden, ist der Michi erst gekommen. Aber kannst du dir vorstellen, wie wir dann aufballert sind. Und dann steige ich aus und der Michi so, Alter, ihr spinnt doch, wie fahrt's ihr, Alter, spinnt ihr? Was, das hat der Michi gesagt? Hat der Michi gesagt. Okay. Ja, Damals der hat halt noch nur erster Tag Führerschein. Ja. Ihr spinnt's doch, gell? Und dann schaue ich den Audi-Fahrer so an, er schaut mich an, so, wir sind doch ganz normal gefahren. Ich verstehe das Problem gar nicht. Und dann sind wir später gegangen. Oder was? Nein, ich habe einfach, also, war irgendein Random. Also, Witzig. Ein paar oder? weiß ich nicht. Okay. Der hat einfach nur genickt. Oh, ja. Alter, er hat einfach nur zustimmend genickt. Ja, und dann hat er den 325er verkauft, weil er zu viel Sprit braucht hat, jetzt fährt er einen Diesel. Der Das Spaß. Weiß sind ich nicht. 318er. 318D, ja. Ja, genau. Ein 325er verkaufen und ein 318er zum Kaufen. Ja gut, der 325er hätte maximal nur 2 Jahre gehabt, das sage ich da so, wie es Ja, ist. okay. Ja, okay. Ja, Aber dann. trotzdem 318. Ja, Mieses Downgrade. der geht aber sehr, sehr gut. Ja, Tatsächlich, ja. Hat aber 200 Diesel, die PS. gehen so gut, ja, ja. Ich bin ein Benziner-Fan. Ja, Ja, absolut. ja. Absolut. Gibt nichts Besseres. Ja, und das war die Story, wie mein Bruder den Führerschein gekriegt hat. Und seine Aufgabe ist auf jeden Fall, wäre es, uns rumzufahren, aber hat er es gemacht bisher. Ich glaube, öfter als der Engler. Ja, auf Der jeden 4, Fall. 5 Mal Ja. hat er dann schon rumgefahren. Gut, das ist ja nicht wahr. Ja, Engler hat sich das letzte Jahr, beziehungsweise seitdem der Kevin ihn kennt, nie ins Fahrrad rausgekommen. Ja. Aber, Aber, wo ist das Aber? Wohin? morgen, das erste Mal, Stimmt, der seitdem ich Premiere. diese Herren kenne. Da könnten wir jetzt fast Macht der überlegen, ob wir Fahrer. einen Vlog draus machen. Stimmt, müssen wir Nein, nicht schon fast. Ich glaube, ich bin einmal krank, ich merke es jetzt schon. So, Ich zirk dir aus dem Scheißhaus dann aus. Ja, Zirk den in den Auto und sag, fahr. ich schwöre es dir. Ja, und jetzt haben wir noch den dritten in der Runde, Ja. der mit dem Engler, mein kleiner Bruder Miche. Jetzt kommt mein kleiner Bruder, der Benny. Das dritte, achso. Der dritte hat Der hat nicht gelogen. 3,5 Jahre für seinen Führerschein gebraucht und hat ihn letzte Woche Freitag bestanden oder Wie oft ist er Donnerstag. durchgefallen? Weiß ich nicht. Aber Hab schon ich war nicht mit gezählt. durchgefallen, Ja, oder was? schon. Ja, praktisch Oder doch hat er bloß durch? einmal, oder? Praktisch doch bloß einmal. Praktisch einmal und Theorie war halt das Problem. Gut. Ja. Ganz gut, ja. Das ist übrigens mein Fahrer heute. Lässig. Ja, Fahrt er gut Auto? das geht schon. Nein, Wenn du besoffen bist, geht das immer. Ja gut, Na, so das ist dann eh schon wurscht. mitfahren, aber absolut nicht. nein. Die beiden Kevins, sage ich jetzt einmal, also der Benny und der Kevin, haben sich beide beschwert, dass das Auto so brutale Bremsen hat. Und wenn du das ganz leicht eintippst, sind das elektronische Bremsen, die sofort 100% greifen. Haben sie beide komplett beschwert die ganze Zeit. Wenn du langsam fährst, wenn du normal fährst und bremsen musst, Hast du dann. gesehen, wie? Da gehst dann, okay, Das Story, war langsam. das, was Mensch. ich hergefahren bin. Das war wirklich Ich bin mit langsam. unter 20 km/h bin in die Einfahrt gefahren und habe gediegen gebremst. Ich bin in den Kahn gestern noch eingestiegen nach 6 Halben. Ist okay. Privatstrecke. Ich wollte es gerade sagen, Privatstrecke. Und bin noch schnell bei uns da an den Hof reinballert, um zu schauen, ob die wirklich Scheiße labern oder nicht. Bei mir hat das richtig abgefuckt, gell. Er fährt 100, kommt der 80er-Schüttel, er bremst komplett ab, gell, dass er schön perfekt instant auf 80 ist. Und dann sieht er von 400 Meter sieht der 60er-Schüttel. Und anstatt, dass er die Mutter... 60er. Und anstatt, dass er irgendwie die Motorbremse kommen lässt, so einen Gang hochschalten oder sowas, na, er wartet auf 60er-Schüttel und haut da voll in die Breschen, gell. Geil. Weil Voranfänger, da Ja. die sagen, gell? Das Und ich bin eine Sekunde in dieses Auto eingestiegen, hab Vollgas gegeben, war geil. Und dann bin ich ganz gediegen, schön gebremst. Ja. Und zwar nicht mit 100% Bremse. ich weil kann die es ja auch mit Bremse, Sicherheit. Mit 100% kannst du es vergessen bei der Bremse. ja, ich hätte schon zum Nicken gebracht, Alter. Legt mich am Arsch. Aber was ich damit sagen möchte, ihr habt euch beide darüber beschwert, dass die Bremsen anscheinend so streng sind. Ja, also du musst Und es war so überhaupt nicht Millimeter, musst einen Millimeter zu viel drücken und dann ist es einfach so.
Ja, gut, Ja, aber Kopf dafür weniger. entwickelst du doch ein halt nur Gefühl. von deinem alten Scheiß kann. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Da ist mir schon klar, dass die Bremsen dann nicht mehr Aber das ist doch wurscht, du entwickelst doch ein Gefühl für eine Bremse. Also Ja, sehr, schon. vor allem, wenn du Aber ein ich bisschen fahr ja länger nicht so Auto oft mit der fährst. Karre. Vor allem, wenn du ein bisschen länger Auto... Ich bin das erste Mal gestern gefahren, Ja, Mann. schon. Und Also, jetzt? über Fühlt sich jetzt cool, Thomas? Mein Rülpser stinkt nach Händel. Geil. Also über Kupplungen, die viel zu früher Oh kommen. Gott. Da können wir reden, weil das Ja, ist wirklich das sehr ist schwer. schlimm. finde Das ich. ist Verstehe. widerlich. VW-Kupplungen. Größte Uschi. Scheiße. Uschi ist nicht so schlimm, finde ich. Ich find finde ich schon. VW-Kupplung, Ich find die die Kupplung scheiße. vom Bus, ich habe mir jetzt mittlerweile dran gewohnt, vom VW-Bus. Ich habe mir mittlerweile dran gewohnt, aber VW-Kupplungen sind die größte Scheiße, die jemals gebaut worden ist. Wirklich ohne Mini-Kupplungen. Scheiß. Ha? Mini-Kupplungen. Ich bin noch gar nicht gefahren. Hast nichts verpasst. Aber ich glaube, dass die eher ausgeleiert sind, oder? Weil es sind ja eigentlich nein, BMW-Kupplungen. die haben, weiß ich nicht, einen Spielraum von 10 cm gefühlt, weil es ja ein sportliches Auto ist. Ach so, Stimmt, damit du ja schnell die Kupplung rauslassen kannst. Nein, das ist komplett von Arsch. Also bei den alten, ich weiß nicht, was bei den neuen ist. Aber ist das bei Mini auch so? Also bei VW ist das so, du drückst Nein und es ist relativ hart und dann möchtest du die Kupplung loslassen und der Federweg ist so strange. Also sprich, am Anfang, wenn du es ganz leicht loslässt, dann ist überhaupt keine Federung da und dann gehst du ein bisschen weiter, auf einmal drückt die Feder richtig gegen den Hax. ja, so wenn das Pedal zurückgeht. das ist das, weil diese Federn halt viel zu stark sind eigentlich. Ja, beim BMW finde ich es halt geil, weil da sind es halt so gleichmäßig. Ja, voll. Und da merkst du auch, dass es halt sportlich ist. Das sind einfach gleichmäßige Kupplung, also gleichmäßig druckt das Pedal halt zurück, ist ja klar. Und da kannst du dann einfach viel besser einschätzen. Du hast da einen Weg. Also Ja. das ist ja kein Weg bei denen, Minis. Ja. Wir mussten da schleifen lassen. Ja, bei den Keine Minis ist es halt Ahnung, einfach ich nur bin noch peinlich. mit BMW gefahren. Kann nichts dafür. Vielleicht bist du schon mit BMW gefahren. Du bist doch mein gefahren. Ja, ganz kurz. Danke. Und? Du hast trotzdem Kupplung bedient, oder? Ja. Oder bist im Lagang vorwärts Er gefahren? ist mit der Hab das Ding Automatik einfach reingeprügelt und gib ihm. Nein, Also, geht auch ohne Kupplung. Eigentlich ist der Engler unten drunter geguckt und hat die ganze Kuppel. Wenn nur einen Schaltführerschein hat, sondern nur einen Automatikführerschein. Genau. Während er am Kevin Na, oral Spaß hab ich befriedigt hat. Was? 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 Ich hab nichts gesagt. Nee. Oh Gott. Na, aber also, ich weiß nicht. Mercedes bin ich bisher bloß Automatik gefahren, da weiß ich nicht, ob die Kupplungen geil sind. Das kommt auf die drauf an, was das ist, ob das die PKW sind oder die Transporter. Es gibt Transporter, das ist furchtbar. Also bei den alten, meistens weil es halt schon so benutzt sind und so. Stimmt das eigentlich, dass die Mercedes Frontler einen Renault-Motor drin haben? Was das die? Einen Renault-Motor drin haben, die Frontler? Das glaube ich kommt aus dem Modell drauf, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil das ist mein Papa so. Der sagt das einfach, der sagt so, Mercedes, das war ein richtiges Markenzeichen. Das hat mein Papa früher gekauft und der Papa vom Papa, das war das erste Auto in Wackersberg, hat den gekauft, den Mercedes. Und das waren noch Qualitätsfahrzeuge, hat er gesagt, gell. Und heutzutage kannst du den Schmarrn gar nicht mehr fahren. Wenn du keinen Heckler hast, dann hast du keinen Mercedes-Motor, hast du einen Renault-Motor. Und ich bin mir jetzt echt nicht sicher, also ich meine, du arbeitest ja da, Ja, aber keine Ahnung, oder? keine Ahnung. Weil die ja irgendwie mit Renault, was ist das? Ist das General Motors, die Gruppe, wo die drin sind? Ich habe keine Ahnung. Du kannst mal aufhören, so irgendwelche Fragen zu stellen, wenn ich da Lehrling bin, Alter. Nach 2 Monaten weiß ich das ganze Ja, aber du kennst ja Firmenkonstrukt trotzdem, und alles. ein Ich bisschen bin mit bei Benz einer aus. freien Firma. Bin nicht direkt bei Mercedes. Okay. Es geht echt überhaupt gar nicht an, wo ich arbeite oder was ich mache. Da kann er gesagt, wo du arbeitest. Oh Gott. Entschuldigung. Ist Aber das gut. Bier ist halt ein bisschen säurig. Ja. Kohlensäurig. Ja. Aber ich meine, das ist das auch. Was das haben wir hat eigentlich mich am Wochenende interessiert, gemacht? Ja, gell? Das Wochenende war ein bisschen enttäuschend. Was haben wir eigentlich gemacht? Ja, na, fand ich nicht. Also ich fand, der Freitag, der war schon geil. Da habe ich richtig gefühlt. Oder war es der Samstag? War es der Freitag oder Samstag? Freitag waren wir bei der Annabelle. Samstag waren die. Dann war es Samstag. Samstag waren wir im Wohlhäuser. Das war Samstag fand geil. ich Ja, witzig. gut, das war geil. Samstag war so witzig. Ich habe jetzt rein vom Rauschtechnischen Ach so. gesprochen, weil das war ein bisschen, zumindest bei mir, ich habe vom Freitag auf Samstag nach 5 halbe so brutal Schädel weg gehabt. Stimmt, du hast erzählt, ja. Aber laut der Annabelle liegt das ja nicht daran, dass mein Kopf kaputt ist. Was ich ja davor gedacht Das habe, weil ist ich bin so aber- dumm gesoffen eigentlich. Also ich würde sagen, der ist generell kaputt. Zwar nur halber so dumm gesoffen Ganz wie der lang. Engler, aber ich bin dumm gesoffen. Nein, das glaube ich nicht. Du bist schon Engler, mehr- 1 plus Also 1. bei dir macht weniger Ganz kurz. Alkohol mehr Schaden. Engler, 1 plus gut. 1. Ja, 25 halt. Fast. Depp. Jetzt fast gedacht, dass du Amas sagst, weil Achso, Ja. okay.
Das muss ich mir nicht von dem Typen sagen lassen, der vom Kevin die ganze Zeit im Sofa gelaufen ist. Ja. Das bei mir Alkohol mehr der Schaden oder ja. Nein, ich habe so brutal Schädel erkannt. Das war richtig enttäuschend, dass ich so einen Schädel aufgehabt habe. Und am Samstag, es war einfach nur gräbig. Da schön richtig viel rumgefahren, hinten in Engnei und dann Garmisch und dann Wolchersee und Dann habe ich sowas. gekotzt. Richtig. Das war davor. Das war davor. War vor Samstag. Ja. Stimmt, ja, der Kevin hat das erste Mal gekotzt. Ja. Schon, Ja, Aber es war, das also erste Mal sorry, die gekotzt. Kurven waren Hast du ehrlich davor schon mal widerlich. kotzen sehen? Kevin, Ja? andauernd. Das macht er immer geheim im Dunklen. Also ich habe Michael schon, die habe jetzt auch schon mal Ja, das Ding ist, sehen. ich bin für Oder? die Info, es war nicht Du wegen warst dem schon mal Alkohol, safe also ein bisschen kotzen. zumindest. Ja. Na, das hat mich wirklich mal interessiert, warum hättest du mich gesehen beim Kotzen? Ich bin mir nicht sicher, aber du warst Weil ich habe so safe schon mal, 1 Milliarde % in deiner Wohnung nicht gekotzt. Nein, in meiner Nein. Wohnung nicht, aber der Kevin hat auch nicht bei mir in der Wohnung Ja, gekotzt. auch noch nicht. Noch Der, nicht. da haben wir mitten am Silvia auf der Straße mitten drauf angehalten, der Tür aufgemacht und dann Ich will mich trotzdem erklären, Mensch. Ich glaube wirklich, dass nicht wir aufs nicht Kabel. kotzen sehen. sehen wahrscheinlich nicht, aber du hast schon mal gekotzt in meiner Anwesenheit. Ich habe nur von deinem Bruder ein paar Videos. Und mich sehr oft gefilmt, dabei wie ich kotze. Ja, natürlich. Ja. ich habe da auch eins. Ich habe da auch eins. Wir müssen, warte, wir müssen gleich von meinem 17. sein, aber jetzt verstehe erst einmal die Story mit, wo du gestern kotzen, Freitag am Freitag. kotzen musst. Ja, also. Samstag, es war noch 12. War Samstag? Ja, oh Gott. Ach, Eigentlich bin ich der gescheite Mensch. Ja, eigentlich ist es dein Text. Ja, eigentlich. Du hast mir gerade entwendet. Ja, aber gleich so eine aufs Maul. Bitte tu es nicht. mach doch. Na, auf jeden Fall, ich bin hinten gesessen, der Michel war Fahrer. Und es ist eine sehr, sehr kurvenreiche Strecke auf jeden Fall, gell? Und wenn man hinten sitzt, ein bisschen was Intus hat, ich glaube, bei mir waren es auch noch 5 oder 6 halbe. Oder War das sowas. die Holzkircherstrecke? Nein, wir sind irgendwie hintergefahren. So. Ja. Das war das Witzige. Und wenn man ein bisschen zügig unterwegs ist, dann wird man halt hinten ein bisschen durchgeschleudert. Und dann habe ich halt den Fehler gemacht, meine Augen zuzumachen, weil ich dachte, ja, könnte vielleicht ein kleines Powernäppchen machen. Ja. War ein größter Fehler meines Lebens. 2 Sekunden später, können wir vielleicht mal ganz kurz anhalten. So, warum? Musst du kotzen? Ich so, ja. Kurz, also wirklich Vollbremsung gefühlt gemacht. Tür aufgerissen, 2-mal rausgekotzt und dann weiter geht's. Das war die Story. Geil. Und es gibt nur ein Video. Was sehr witzig. Stimmt. Eigentlich müssen wir jetzt schnell schauen, ob man Vorsicht, das jetzt... Triggerwarnung. Vorsicht, Triggerwarnung. Triggerwarnung. Man sieht nichts, aber man hört sehr Man deutlich. sieht es wahrscheinlich nicht. Na, sing du, Aber man hört es auf jeden Fall. Das ist nicht. eher der Sound. Aber Der Sound ist wichtig. ich will, dass ihr es hört. Ja. Warte, wir müssen mal leise sein, die Leute, glaube ich, haben es nicht schon gehört. Das ist ja von ganz weit unten Das gekommen. ist von ganz weit unten. Also ich gekommen. weiß nicht, was da unten war, aber Das hört sich weißt Mir du, wie wurde sie auch das- mir weißt wurde du, wie auch sie das tatsächlich- anhört, wenn man so einen Gulli ablässt? wenn der verstopft ist und man druckt ihn frei und auf einmal läuft die ganze Scheiße durch? So hat sich das angehört, meiner Meinung nach. Ja, kommt gut hin. boah, aber das Aber- war wirklich. Oder wenn war du das ganz Scheißhaus runterspülst und nur das Wasser läuft, so hört sich das an. So, also wenn das da reinläuft, weißt du, ich meine? Das ist aber wirklich ohne Schmarrn, das war so. Ich glaube, es war so tief, es hat von unten, von deinem Ausgang, deinen unteren Ausgang, Das ist aber die hat es Scheiße von ganz auskotzt. unten bis ganz oben. So hat sie das so Du hast gehört. einfach der Scheiße auskatzt. Immerhin. Auf jeden Fall, das, was wir angeteasert haben gerade eben. Weißt du noch meinen 17. Geburtstag? Ich weiß es. Weißt du noch den Sehr gut. Da war ich nicht sagenumwogenen dabei. Geburtstag, wo du die 2 Stunden den Ring rausgelegt hast und Ja, da für pennt hast? Powernap. Ja. Powernap Es waren sind immer wichtig. 2 Stunden. Das war, du warst urlang weg. Das war eine Und keiner Stunde. hat dich gefunden. Also, fangen wir mal an mit dem. Der Thomas und ich haben uns gar nicht mal so lang kennt in der Zeit. Glaube ich. Knapp 1,5 Monate müssen das gewesen sein. Ja. Weil im September haben wir fast angefangen. Ende Oktober war ich dann Ja. 17. Also der Thomas und der Lukas waren, sagen wir jetzt, so Best Buddies Ja. overall. Da hat's nichts anderes gegeben. Nur ihr zwei. Und ich bin dann in die Cluster reingekommen und habe Thomas und Lukas kennengelernt. Können wir mal wann anders verzeihen, wie ich euch kennengelernt habe. Ich weiß bloß, dass du an Tag 2 ein Schein vom Lukas gekriegt hast. Ja, aber auch Spaß halt. So Spaß, oder? Auf jeden Fall. Dümmstes Video aller Zeiten. Ja. Na, war ganz nett. Wir haben uns gleich direkt verstanden. Ja. Also war crazy.
Und wir waren einmal im Hüttel so zu dritt und Ich dann sind möchte, wir. ich möchte bloß mal kurz sagen, nein, das mit dem Hüttel, wo wir zu dritt waren, das ist danach gewesen. Das war nach dem Geburtstag. Na, Doch, das war im Dezember. okay. Aber ich möchte bloß einmal kurz sagen, wie du mich angeredet hast. Wir kennen ja in England alle so als den Hooker Baule, einen Typen, der, wenn er 3 Bier intus hat, nicht mehr verstanden wird. Ein Typ, der halt so ein Muhackelschorsch ist, dass man halt, weißt du, gell? Du bist der Muhackelschorsch. Ja, aber nicht nach 3 halbe. Nach Ich 30. habe nach 3 halbe versteht man kein Wort mehr. Du musst jetzt was anderes sagen, du, ey. Nein, ich bin der Meinung, dass du selbst ohne Bier am Muhackelschorsch bist. Aber, jetzt ist die Sache, warte mal kurz. Ich muss ja was sagen da, gell? Jetzt ist die Sache, der Engler ist am ersten Tag von der Voss, also ziemlich, oder ersten paar Tag, zu mir hergekommen. Du, entschuldige, ich habe gehört, du arbeitest bei einer Filmfirma in deinem Praktikum. Was? Ja, du hast Hochdeutsch geredet ohne Ende. Schon, oder? Weil ich glaube, dass du dachtest, dass ich ein Preis bin. Ja, gut, ja, du hast Schaut ja das wirklich aus. ausgeschaut, Florian. Also, Hey, brutal. Also früher, ja. Ohne Kein Bart. Bart, Seiten auf Süffre. Aber hat er einen Ziegbart da schon gehabt oder hat er noch Nein, gar der keinen hat gar keinen Noch Bart gar gehabt. keinen. Ja, Anfang leck Voss, mir ich hab am gar Arsch. keinen Bock Die hat gehabt. ausgeschaut wie der größte Allmann von alle. Aber mit bisschen Bisschen Locken. Noch hässlicher. kulturisch noch dazu. Ja, auf jeden Fall hast du mir sehr Hochdeutsch geredet. Ja, Ja, genau, ja. aber dann habe Keine ich gesagt, Ahnung, dass ich ein bisschen also- brutales arbeite. Auf jeden Fall, knappe 2 Monate später war der sagenumwogene 17. Geburtstag. Ich habe ihn natürlich nicht lumpen lassen und viel mehr da Schnaps als Bier gekauft. So wie es sich Weil gehört. damals war ich noch richtiger Kulturbanause. Das heißt irgendwie. Kein Wunder, dass ich die auf Hochdeutsch angeredet habe. Ja, Entschuldigung. Ich glaube, irgendwie 4 Tragel Bier habe ich gekauft und dann 3 Flaschen Whisky, 4 Flaschen Wodka, einen Haufen Mischgetränke und den ganzen Scheiß. Was halt, Mischgetränke. ja, du musst einfach. Erstens, ich war 17. Zweitens, Ja, okay. habe ich glaube ich bloß 10, 12 Leute eingeladen. Es war nicht viel. Voll waren es nicht. Also das Hütte Die war voll, weil die es Hütte halt war einfach voll, ja. ultra klar ist, aber Ja, also Lukas, du warst dabei. Nur bei Freundinnen. Das ist so peinlich, der Freund von der Freundin. Richtig peinlich. ich weiß sogar nicht einmal, wer dabei war. Du sagst schon weggesoffen, Engler. Ja. Verdrängt. Aber wir waren noch dort. Ja, weiß gar nicht, Max war noch kurz da. Und ein paar Spätzle von Michi. Ja, ist ja eigentlich scheißegal. Auf jeden Fall war es sehr lustig. Wir haben sehr viel gesoffen. Und dann habe ich mich verzogen zu die Baum von meinem Onkel, die er da umgeschnitten hat. Gell. Hock mich da drauf. Und was haben wir zum Verstecken? Auf einmal kommt da so eine Taschenlampe aus dem Dunkeln auf mich zu. Und so, hey Thomas, was machst du da? Ich komme da jetzt zum Saufen, Alter. Und gibt's noch ein Video davon, wie ich da hocke und ich bin komplett weiß in der Fresse. Weiß-gelb. Oder so. Das ist richtig schlimm. Jetzt hänge, spann dich mal. Irgendeinen Scheiß hab ich gelabert. Und dann geht der Engel rum vor mir hin und dann kotzt sie ihm vor die Füße. Aber ich habe alles auf Kamera. Da ist auf Kamera. 4K. Ich kotze ihm vor die Füße. Und dann sagt er, jetzt komm, geh weiter, tu mal saufen. Ich sag, gib mir 10 Sekunden und ich stehe sofort wieder auf. Aber von 10 Uhr abgezählt und bin ich wirklich aufgestanden. Nein, du hast für 10 Jahre bezahlt und bei 7 oder sowas hast du wieder gekotzt. Das glaube ich, nein. Doch, ich glaube schon, ja. Wir haben es auf Video, das können wir Und dann dann später hast du nochmal erzählt und dann bist du aufgestanden. Auf jeden Fall bin ich dann gut aufgestanden und habe dann nachher noch weiter gesoffen. Und dann ist ja der Daniel dann irgendwann gekommen. Nein, das Video das ist ja beides gleichzeitig passiert, weil Ja, der ja. Lukas war ja mit mir draußen. Warte. Das Ding war ja, Lukas war gleichzeitig draußen. Aber das Lustige war ja, der Daniel ist ja gekommen, der ist ja dann rausgekommen und du hörst im Hintergrund von dem Video, wie er sagt, Alter, Thomas, das ist so widerlich. Der Lukas ist gerade reingekommen, hat sich eine halbe aufgemacht, gesoffen und reingekotzt. Und dann ist der Lukas erst raus aus der Hütte und dann hast du erst beim Kotzen gefilmt. Das ist alles in dem gleichen Video passiert. Das ist aber Das waren 2 legendär. Videos. Nein. Doch, ich habe 2 Videos. Also meines Erachtens nach war das, ich hab die gefilmt. Du hast mich gefilmt und das zweite Video war das, wo du den Blitz nicht umgebracht hast. Dann habe ich 2 Videos daraus gemacht. Ja, Aber es genau. war in einem Zeitraum von 2 Minuten oder so. Ja, das war ultra schnell. Auf jeden Fall, der Lukas hat auch gleich gekotzt und dann halt in seine Bierflasche reingekotzt und draußen ist halt geschneit. Und das war so widerlich, wie der geschrien hat beim Kotzen. Ja. Das war wirklich einfach nur wie so ein Berserker, Alter, der kotzt, das war geisteskrank. Sag mal, all in gegangen wahrscheinlich, ne? Ja, gut, So weil mäßig. wir haben mal dann 10-mal gesagt, dass sie den Finger in den Hals stecken. Also so, das war nur zu der Zeit, wo der Lukas noch was getrunken hat.
Und Alter, das war so krank. Ja, das Aber- war wirklich crazy. Und dann, glaube ich, eine Stunde später bist du dann auch nicht mehr so ganz klar gekommen und hast gesagt, ich mache jetzt ein Nickerchen im Regen. Nein, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe am Polnischen gemacht und jeder. für die hast du es gesagt. Ja, nein, ich bin einfach rausgegangen und habe mir gedacht, ich gehe jetzt zum Soha und dann, ich glaube, man kennt es, wenn man so ultra besoffen ist und dann aber nicht speien kann. Ja. Und dann denkt man sich so, boah, jetzt wieder einer gehen, das ist jetzt auch nicht das Richtige. Und Machen wir dann kurz legt einen man sich halt Powernap, auf ne? den Regen, Ja. Mach mal einen Powernap. mitten auf der Wiesen. Dann Powernap. ist der Typ komplett durchnässt wieder in den Titten reingeguckt und ist so da geguckt. Und hat gefroren wie Scheiße. Und ich so, Engler, magst du decken? Nein, das passt schon. Du schnippst den Snus rein. Der wärmt schon. Ja, werden von innen, Walla. Walla, Bruder. Ich weiß noch ganz genau, dass, weil das ja so das erste Mal war, dass wir richtig saufen. Und ich habe mir gedacht, weil ich habe ja nicht gekannt. Ich Du hab hast, mir, dir gedacht, ich zeig dir jetzt nicht, was für ein Vieh ich bin. doch, ich habe mir genau das gedacht. Ich habe mir gedacht, ich Sag muss halt die musst so dermaßen performen. unter den Tisch saufen, Du musst da wird ich performen. richtig Respekt haben. Ja. Und ich habe es geschafft. Ja, Na, ich weiß nur, dass ich mir auf jeden Fall einen Stuhl aufs Feld gestellt habe und dann noch einen Joint geraucht habe das war nötig. mit meinem Bruder. Ja, ich weiß gar nicht, ob das am Anfang oder am Ende war oder ob das der Grund war, warum ich gekotzt habe. Ich hab keine Ahnung, ich war nicht dabei. Ja, weil die hat da noch. Ja, obwohl ich doch Kinder Doch, vom Pisto halt und sowas, aber. Ja, gut, die habe ich jetzt auch vom Mio seinen Geburtstag kennt. Stimmt, ja. Gott, Oh Gott. Kevin, so ein hässlicher Bastard damals. Da habe ich mir meinen Oberschenkelmuskel gerissen. An den Geburtstag. Angerissen. Ja, Legendär. ja, weil ich die Treppe verfehlt habe. Na, das ist wieder irgendeine perverse Story, gibt's zu. Naja, dann Spagat mitten auf der Tanzfläche gerissen und dann hat er halt der Oberschenkelmuskel gerissen. Das war bei der Treppe immer noch. Okay, entschuldigen Sie bitte. Schon oft genug gesagt, du Arschloch. Aber dann wurde ich auf jeden Fall, ich wurde legendär aus diesem N19 rausgetragen, in den Krankenwagen getragen, von 4 Leuten und habe immer noch mein Bier weiter trinken dürfen im Krankenwagen. Das fand ich sehr witzig. Legendary. Ja. Und dann haben die Hurensöhne vom Krankenhaus mich einfach heimgeschickt. Ich konnte gar nicht gehen. Ich bin da hochgehumpelt, ich habe kein Taxi mehr erreicht. Von unten Krankenhaus bis hoch zum Bahnhof. 3 Stunden gebraucht. 3 Stunden. Hab Hast du den nicht eine ersten Zug Gruppen noch oder gerade sowas so. gekriegt? Hä? Ist er nicht Nein, gucken oder so? nichts. Einfach rausgeschmissen worden. Ja. Wer es glaubt, der zählig. Genau. Wieder Krankenversichertenkarten vergessen oder was? Das ist die gleiche Geschichte mit dem Winterfest. Das glaube ich bis heute nicht, dass du das gekauft hast. Siehst dann schon, Arschloch. Ja, damit du da. Aber hey, das ist jetzt kein Thema für einen Podcast. Arschloch. Ja. Stöpsel gleich aus, ich schwör's dir. Hey, probier's. Bring die gleich um. Aber ich krieg gerade richtig Nostalgie, Alter. Ja, Alter, das war geil. Und dann im Dezember waren wir ja auch noch mal im Hittel. Aber das waren ja bloß du, der Lukas und ich. Ja. Und da waren wir zu dritt mit unserer scheiß Soft erst da unten. Warum auch immer. Ich glaub, der Lukas für hat einfach Soft immer erst? die Waren's Soft normal- waren's geknallt. normale- Der hat einfach seine scheiß Handwaffe dabei, also scheiß Handgun. Waren es so vollautomatisch oder normal? Na, das war normale, aber die hat er vorher, Okay. also die Feder da gespannt. Okay. gehabt. Und dann und dann sind wir da unten geguckt mit der Shisha, gell, haben da in die Shisha ein bisschen Gras rein da. Haben währenddessen gesoffen. Und dann sind wir da unten geguckt und hat der Lukas irgendwie dritten Chips auf den Engler geschmissen, gell. Engler nimmt die scheiß Knarre, die mit der gespannten Feder und hält seinem Lukas so in die Eier. Und zwar auf direkten Abstand. Und man sieht nur, Lukas krümmt sich so zusammen und schreit so, ah! Und er ist nur dunk. Oder das so, ah! Crazy Engler- geile Das Zeiten. war Macher. direkt in die Macher. Eier. Und das war mir so kurz nachdem gewesen sein, dass ich, oder kurz bevor ich das Fass abbrochen habe, irgendwie sowas war das. Nein, du warst ja noch auf der Foss. Ganz Nein, sicher. kurz davor. Wer war länger von Bevor euch beiden ich auf der Voss? Der Engler hat Ich hab's ja durchgezogen. durchgezogen. Echt? Ja. Ich habe sie nach 3 Monaten oder so abgebrochen. Lappen. Bisher ist es. Ja, weil ich Mehr Ruhe war gehabt. ich war krank und habe dann vielleicht 3 Sechser, die ich niemals korrigieren hätte können, gekriegt. Aber auf jeden Fall sind wir ja dann noch draußen gestanden an der Feuertanne, weißt du das noch? Ja, Da auf Nacht Feuer- dann. Ja, und dann haben wir dann irgendwelche Papperdeckel mit der Waffen abgeschossen. Dann haben wir dann irgendwelche dummen Videos draus. Und der Lukas hat so fette Pupillen gehabt, das war geisteskrank. Und er ist da gestanden, immer an der Kamera vorbeigeschaut. Ich glaube, er hat die Kamera nicht mehr gefunden mit den Augen. Und hat gesagt, Thomas,
das war's jetzt. Jetzt ist vorbei mit der Voss. Jetzt sind wir wie Penner unter der Brücke und zünden unsere Zeitung hoch. Ja, stimmt, ihr habt ziemlich schlecht gestartet bei der Voss, gell? Na, ich habe eigentlich richtig gut gestartet. Mein Problem war halt, dass ich halt dann gegangen war. Und dann halt Nein, 3 ich glaube, 6 der gekriegt Lukas habe. hat ja notentechnisch nicht so gut gestartet, oder? Ich glaube, ich habe mit 2 1 gestartet in Englisch. Wann ist der Lukas eigentlich gegangen? Kurz nach dir, oder? Nein, ja, schwer oder so. Der hat es bis zur 11. Ja, der hat das komplett zeitverschwendungsmäßig gemacht. Der hat gesagt, ich mach das jetzt so lange noch gut. Ich kann mich null dran Das erinnern, Ding ist, ich dass glaub, ich ich lange hab- mit dem Lukas in der Klasse war. Der Ich war habe schon grob krank. in dem Zeitraum, habe ich glaube ich mit ihm kaum noch was gemacht. Also am Anfang von der Voss war ich noch dabei. Da haben wir sehr viel gesoffen Ja. und ja, dann war irgendwie Kontaktabbruch. Einfach komplett random, wie es Ja. halt so ist. Da warst du irgendwie, das weiß ich noch, da warst du ja das Gespött der Stadt. Warum gespött? Ja, weil jeder halt gesagt hat, so, ja, der verzeiht rum, dass er ein paar Songs an die Japaner verkauft hat und mir ultra viel Geld gemacht hat. Und jeder hat das im Date so rumverzeiht und hat gesagt, der labert doch bloß, der Typ labert doch. Was für Ich glaub, Songs nach Japan? Ich glaub, bis heute, dass der Kevin gelabert hat, aber hey, das sei immer so hingestellt. So. Innocent das until für eine proven Geschichte guilty. kenne ich nicht einmal. Das hat der Lukas mal erzählt, auf dem Weg zum Lenker ist der Bahnhof voll bekifft. Ich wollte gerade sagen. Verstehst das Ja. Problem nicht. Nein, es Ja, war ne? Primetime, wirklich. Vollgas. Ich sag mal von 16 bis 18 war Primetime, weil dann habe ich euch kennengelernt, nochmal ein richtiges Down-Ding. Wirklich, seit Kevin Ja. da ist, ist eigentlich das Leben so richtig langweilig geworden. Junge, unser Sommer 2024 war legendär. Das Also stimmt. heilige Scheiße. Der war Trotz der wirklich ganzen geil. Scheiße, was passiert ist, Ja. war der Sommer legendär, meiner Meinung nach. Ja, er war legendär. Ja, du, der Sag Engler nichts war falsch. halt nicht so oft dabei. Aber er war dabei. Nicht so oft dabei. Ja, doch, du warst öfter wie sonst. Aktuell. Wie oft wir am Silve waren mit einem Kasten Bier und der Bierpong gespielt haben und so viel älter mit ihren dabei. Wie oft uns der Heller irgendwo umgefahren hat und wir Ja. einfach dumm gesoffen haben. Ja. Also und bitte. wie oft mir Eltern mit ihren Kindern vom Badeplatz verscheucht haben. Das war brutal. Überall, wo wir waren, meine Soundbox mitgenommen. Ja, aber nicht die kleine, die große. Die große, ja. Die wo richtig umständlich ist zum Tragen, aber Ja. hey, die 300 Meter schaffen wir schon mit der Soundbox. Das geht schon. Und der Kevin die ganze Zeit so, oh, die ist so schwer, das ist so schwer, das ist so schwer. So Jedes viel Mal sage Umfall. ich, hätte meinen Rucksack mitnehmen sollen für die Box. Ja, hättest du. Dann hättest du dann nur gleich den Kasten Bier dran gegeben. Ja. Aber das Geile Da war passt wir das haben- echt gut ein Kastenbier wir drauf, haben- gell? Ja. So zur Info. Aber wir müssen echt sagen, so, wenn es ein normales Bier gewesen war, glaube ich, hätte der Kasten nicht ganz gelangt. So, wo wir mit dem Simon und so weiter unterwegs Ja. waren. Aber mit dem Festbier vom Giesinger, Alter. das hat so geschäbert. Das hat Alter, richtig das war geschäbert. so geil. Und vor allem, das schmeckt auch noch so gut. Das ist geil. Was lachst du so saublöd, hä? Nein, mich freut es, dass du direkt aus neue Sponsoring ansprichst. Und zwar Leute von Giesinger, wir haben Bock auf neues Bier. Sollten Dezent, denen ja. vielleicht einmal schreiben und das Lager zurückbringen. hä? Stimmt. Ja, immer noch 20 Kästen rumsteht, ist ja 4 Monate lassen. Hey, Ich glaube, das ist schon länger mittlerweile. Na, es sind so gut. 4 Vier, Monate, 5 Monate. September. Nach Kroatien waren sie so gut wie leer. Nach Kroatien. Ja, mein Geburtstag haben wir die letzten 3 halbe gesoffen. Ja, Weil die haben uns extra aufgekommen. Und der Engler, ich stehe an die halbe hin und dann sage ich, jetzt machen wir auf und stoßen zusammen. Und ich sage, ich muss mein Bier noch kurz austrinken. Ja. Eine Stunde später komme ich zurück, jetzt hast du eine halbe noch nicht gesoffen. Ja, bist du nicht wiedergekommen? Wir haben doch längst angestoßen. Das weiß ich nicht. Er ist daneben gestanden. Was? Weiß ich gar nicht. Tja, Ich merke schon, das wird schon wir wieder haben ein die langer Geschichte auch Podcast. gerade ausgedacht. Das war schon wieder ein langer Podcast. Kamera behitzt gleich, von dem her passt ja. Ja. Nein. Jetzt Also ich kannst du hab mal wieder- aufhören, das doch solche Themen zum Unterbrechen. Ist so. So, Tut mir das, ist, leid, das ist der Mensch. Flow. Ich habe gerade Der gerade der hingeschaut. Podcast besteht darin, dass wir den erst aufhören, wenn unser Maß leer ist. Und Ja. solange die Maß nicht leer ist, reden wir. Und jetzt hast du kompletten Redefluss verbrochen. Was willst du sagen, Engler? Okay. Ich hab dieses Jahr so dermaßen Bock auf Sommer. Habt Sehr. ihr das halt Brutal. gefühlt, diese Geisteskrank. Wärme? Brutal. Ja, das war der 11 Grad. schönste Tag 11 in diesem Grad ganzen heute. Jahr. 11 Grad. Ich bin halt mit offenem Dachfenster heimgefahren, weil es so fucking Ja. heiß war. Geil. Ja, wir sind ja auch am Samstag hast du auch so 12 Grad. Das haben wir auch stimmt. war ich Ach, jetzt das eh war so gewesen. Das geil. war so Das nice. war so geil. Das war so geil. Das ist ein ganz anderer Vibe. 3 Das ist Stunden Gruppe brutal. einfach dumm durch die Gegend. Also, was heißt dumm durch die Gegend gefahren? Ja, aber schon und die dumm Hälfte durch die der Gegend Zeit mit gefahren. offenem Fenster. Also Ja. klar, hinten in der Enge und sowas, wo die komplette Straße vereist ist. Also, Alter, mein Auto hat ausgeschaut, das hat mir so leid da. Wo die komplette Straße, klar, da hat es 3 Grad oder sowas, Ja. aber dann kam es wieder 12 Grad, dann bist du wieder nach Das ist links saugeil. gefahren, 12 Grad und die ganze Zeit mit offenem Fenster. Es war so, Das so war geil. saugeil. Und mir nervt es irgendwie, dass das in England jetzt Schwarzauto schon ist mit Dachfenster. Stimmt.
So, der Engler kauft sich kein BMW und nicht auf. Nein, das ist ein Muss. Ja, bei mir schauen wir mal. Dachfenster ist Alpha zeigen. Also ich kann mir sofort eins mit der Flex rausschneiden, mir ist das wurscht. Ja, Oh mein Gott. Halt bitte die Schnauze, Kevin. ja wirklich. Einfach Plexiglas oben drauf, das geht schon. Ja. Dann schneiden wir gleich ein Cabrio draus. Jungs, ex mal. Ja, können wir schon machen. Oder willst du noch was sagen? ähm, Weil ich finde, der Redefluss ist ein bisschen tot. Wegen am Kevin jetzt. ja. Tut mir leid. Ich Tut mir wollte echt einfach leid. nur sagen, Kann ich danke nichts Kevin wieder. für gar Na, nichts. Und Danke, bis zur Kevin, dass du nächsten wieder den Folge. ganzen Podcast kaputt gemacht hast. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder um 15 Uhr wie gewohnt, wenn es wieder verpennt, im falsch hochzuladen. Jawohl. Ansonsten, guten Rausch, schöne Woche und ein schönes Wochenende natürlich Auf jeden danach. Fall. Nächste Woche erzählen wir wieder, was bei uns gelaufen ist. Und wenn nichts Jawohl. passiert ist, dann erzählen wir wieder Jugendzünden. Tschüssli, Müsli. Tschüssli, Müsli, alle dir. Noch nie gehört, Mensch. Tschüss, bitte. Prost. Der Typ tropft wieder, das ist geisteskrank. Ich muss meinen Ball auch wieder schneiden, Mensch. Du saust mehr als mit BMW. Und das ist ein Das Sechser. hilft. Also dann, habe ich dir. Servus.